Ich begrüße euch ganz herzlich für eine neue Sendung von ADR Tëlee. An hier sind als Hauptüberschriften von dieser Edition. Der Komitee d'Initiative für ein Verfassungsreferendum wird sich gegen eine Negativdurchstellung von RTL einen droit de réponse refuséiert. Die 8 Leute lassen sich dadurch aber nicht decouragieren und kämpfen weiter für das Verfassungsreferendum. An der Chambre stehen Interventioune von unseren 4 Deputéierten am Mittelpunkt. Themen sind unter anderem die unerhörten Energiepreise, gerade wie berechtigt Kritik und der baupolitischer Deklaration vom Minister Asselborn. Am Kontext vom Wäisse Marsch schwätzt die Presse regelmäßig von Corona-Legner, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker. Wir waren bei der letzten Edition mit dabei und haben aber hier an der Hauptsache Bürger aus der Mitte von unserer Gesellschaft begegnet. Geimpfter und auch Ungeimpfter, die, gerade wie die ADR, nicht d'accord mit der Regierungspolitik sind. Da proposieren sich nach ein Interview mit dem Präsidenten Gast Gibéryen über die Folgen vom onmoossege Wuesstem am Land an eine Reihe aner interessant Bäiträg. Vom 19. November bis den 20. Dezember können sich also wahlberechtigte Leute auf die Listen von den 102 Gemeinden am Land androhen. Also 25.000 Unterschriften nötig, für das es zu einem Referendum über die Verfassungsreform kommt. Lanciert wird das Prozedur, wie am Gesetz vorgesehen, durch den sogenannten Komitee d'Initiative mit 8 Leuten, den ein dementsprechend Aufruhr beim Staatsminister gemacht hat und noch gering Luft dafür kriegt. Wir stöcht hanner dem Komitee d'Initiative, so als die Überschrift von einem RTL-Artikel, den nicht just im Internet publiziert gouf, ma so auch Radio über die Antenne gegangen ist. Den Initiativkomitee ist schon bald skandalisiert darüber, wie RTL dafür geht. Die Information, dass Talschen von hinten von christlich und deels mit ne Familias, wäre nach irgendwie not zu vollziehen. Aber dass da von einer Koppel geht, die einen Elektrikerbetrieb hat, auf ja engems von Impfgegner a Verschwörungstheoretiker zu schwätzen, das wäre ganz bedenklich. Also muss ich sagen, dass es ja nicht ganz viel Sinn gibt für die Leute draußen, für die Informationen so zu bringen. Und plus könnten sie sich überlegen, ob wir das überhaupt wollten und ob es nicht geschäftsschädigend wäre an. Also ich meine, das mehr als Gesicht weisen ist ja nicht das Problem. Aber dass sie das so rüberbringen, auf Verbindung. Ich meine, wir sind für ein Referendum, wir haben das gemacht, was das Gesetz uns zulässt, dass ich den Brief machen, den Komitee bilden. Wir haben nicht gemacht. Und ich denke, für dann so einen Bericht, dass man ohne uns gefragt zu haben, sie hätte ja können fragen, warten sie dürfte schreiben, ob sie könnte schreiben, aber nicht einfach von sich aus so, dass so viel an den Text dran zu schreiben, Kuppel, Elektrikerbetrieb, auch christlich, fand ich war übertrieben. Ja, ganz genau. An einem Atemzug auch mit Verschwörungstheoretikern natürlich und so weiter, gell? Ja, genau, das meine ich ja. Wieso muss ich ein Verschwörungstheoretiker sein, wenn er Gebrauch möchte vom Gesetz, was es ja hier gibt, dass er das machen kann, wenn er sagt, wir wollen ein Referendum, durch was doch immer, hätte er ja ein Gespräch sichern und dann können den Text machen und Zusammenhang mit denen aussuchen, die Koppel dann gemacht hat, aber nicht von sich aus, einfach so 3 Zeilen hingehauen tun, ohne sich überhaupt Gedanken zu machen, wegen Folgen, dass für irgendeinen hat keinen Hut. Das ist immens traurig, für nicht so einfach armselig, weil, wenn ich gucke nach Artikel, ich meine, weil Madame Claude Seimer zu denen geschrieben hat sich auch nicht besonders viel mehr gemacht, mir auch einfach nimmen, während Zeitung wäre, das letzte Land zitiert. Und weder die vom RTL noch sie haben sich irgendwie mehr gemacht, von uns überhaupt mal zu kontaktieren, für mal not zu fragen, was uns Beweeggrënn sind, für dass wir uns so stark machen für das Referendum. Es war noch schon beim Affekot, der prüften am Ende ein Plan, wenn es Diffamation géint RTL. Am Artikel heißt es danach, dass es sich bei den Membern vom Komitee Adepte von einem Verfassungsreferendum an ADR-Sympathisanten handelt, gerade wie wenn das etwas Verwerfliches wäre. Ich muss aber dabei sagen, dass ich es aber unerhört fand und dass ich absolut nicht nachvollziehen kann, wieso eine Partei so gehetzt wird. Ich fühle mich schon mal, wie wenn Tine gehen wie uns, sobald du ein bisschen anders denkst oder vielleicht nur vorlegt bist oder Sachen noch vorstellst oder kritisch bist. Wie gesagt, wir können
von uns ganz lang aus eiser eigener Überzeugung für das Referendum angestoßen. Natürlich, wie gesagt, am Moment ist es so, dass man eben, wenn man Frauen hatten, konnte man auf den ADR zurückgreifen. Und ich gesehen echt das so, dass sie uns dingen, an uns helfen, und wir noch dafür ein Merci sagen. Et Frieden sich do géint drüber, dat den als Initiativkomitee net de Läng do steht, fir d Leute am Land dazu zu bewegen, fir op Gemengen ënner Schreiben zu goen. Als Komitee haben wir echt Leute gefangen, wo ich aber muss so, wo man lo sehr gesehen haben, dass die Population bereit ist, uns zu unterstützen. Ganz viel Kontaktgelder gesehen von Leuten aus alle sozialen Schichten und die auch aktiv wollen uns unterstützen dabei. Dat heißt, wie seit die Unterstützung aus? Die Unterstützung sieht aus, dass wir Flyern werden absetzen und die verdelen für die Leute objektiv und neutral über die Verfassungsänderung zu informieren. Weil das ist aufgefallen, wir waren ja aktiv in NRW den letzten Weekend zu Bärdorf März. Und da ist es einfach aufgefallen, dass ganz viele Leute noch gar nicht informiert sind, die teilweise gar nicht wussten, dass es eine Verfassungsänderung gibt. Die Verfassung ist wirklich Grundgerüst von den Gesetzen von unserem Land, das ausschlaggebend für wirklich die Richtung, die Direktion von einem Land an den nächsten Jahren zu definieren. Aber wenn ich dann auch weiß, dass der Referendum versprochen wurde von den 4 großen Parteien, dann muss ich umso mehr urchtsam sein und umso mehr darauf pochen, dass es wirklich zu dem Referendum kommt. Chamberpetition fir de Referendum krut weit iwwer 18.000 Ënnerschriften an de Petitionär den CSV-Member ass krut mat der Satisfaktion. Jo, selbstverständlich kru ich Satisfaktion. Menge Dinge wo 5.000, also 4.500 Stimmen, et sind iwwer 18.000. Ich kann nimmer zufrieden sinn do mat. An so dann noch der CSV Merci, dat se da de wenig indirekt gepusht hunn. Indirekt gepusht, an awer si er auch net ganz zufrieden mat der Rolle vun der CSV as ein Referendum. Nee, ich kann gar nicht zufrieden sein mit der Rolle von der CSV für das Referendum, weil sie probiert sich da so durchzumogeln, wie das ja und dann nee und dann ja, was können wir als nächstes drin? KW setzen. Ne? Also dann so, dass aber lo die über 18.000 die unterschrieben haben, aber bis wieder den Kap gestoßen sind, weil eben die 25.000 nicht zusammengekommen sind. Selbstverständlich sind all die Leute wieder den Kap gestoßen oder die müssen sich wieder den Kap gestoßen fehlen, weil die 25.000 erreicht sind an CSV respektive Gambia, do nicht will einfach no gehen, also wir machen aber ein Referendum. Dat asiologisch wën er Rendevous an der Chamber, wo der eben kënnt lo Ulayes firbringen. Jo, mein Ulayes kann ich firbringen, den nächsten Donnerstag, den 25. Géint der halber 2 Bauer, und du werde ich dann noch darüber schwätzen, über das, was meine Petition an sich für Sinn hat. Ne? Dir seid auch Member vom Komitee d'Initiativ, das sind 8 Leute. Dummer der Mader joch deutlich, dass das ich wirklich Herz leid, den Referendum, das hat ich ja nicht nach Orto engagiert. Selbstverständlich leid das mir Herz. Referendum ist wichtig für die dote Sache. Die Verfassungsänderung, die wird ja Gesellschaft nicht nur die nächsten 5 oder 10 Jahre beschäftigen, aber die werden eine Auswirkung für die nächsten 20, 30 Jahre oder vielleicht noch mehr. Die werden auch eine Auswirkung auf die politische Richtung vom Land. Von den Bürgern vom Initiativkomitee haben Einzelne am Kader vom ersten Wort von der Verfassungsreform den 20. Oktober 400 Chamber manifestiert, und waren auf den ADR Protestpicket gekommen. Klare Messagen huet et net gefehlt Protestpiquet 400 Chamber, zu dem der ADR Mittwoch opgerufen hat. Da sind am ganzen eng 150 Leute Summe kom. Die Forderung war déi, dat net just Deputéierten iwwer d Verfassungsrevision aufstimmen sollen, Gambia-Parteien an CSV dem noch het Wahlversprechen hale sollen, an Volk iwwer de Referendum mat desideieren solle losen. Kein Wunder, dass es für allem Deputéierte von der Majorität waren, die ausgepafft und ausgebucht sind, weil sie an die Chamber rangingen. Man nicht nur sie, auch die Piraten haben das erste Kapitel von der Verfassungsreform beim ersten Wort matt gestimmt. Das kommt nicht gut an.
Volksvertreter vun der Reformpartei sinn do géint encouragéiert ginn, sie glewen droen, dat genug Bierger ze Summe kommen fir de Verfassungsreferendum méiglech ze machen. Dass da so viel Druck entsteht, dass nicht der Land kommt und selber erkennen, dass es nicht mehr gehen durch ein Referendum. Und das ist am Anfang das, was wir uns echt wollen. Ich hoffe, dass wirklich zu einer Biergerbewegung könnt, die nicht nur von unserer Partei ausgeht, gibt das als Partei zur Initiative, wo wir ganz höflich drauf sind. Aber ich hoffe, dass wir so noch ganz viele Leute als ausschließen, dieser Bewegung ausschließen und auch als Partei natürlich. Die eng Leiit, die manifestéiere kom sinn hunn dat Gemer fir d'ADR an ihrem wichtigchen Uleies direkt ze unterstützen, aner sinn do géint an ihrem egenen Nummkom fir e Referendum anzufuerderen. Maier ech den hai fir még Kanner a fir még Enkelkanner, well ech denken, et kann net sinn, dat sie an eng Verfassung festlehen, dats de Staat fir de Bien-être vun eise Kanner soech. Dofir ass nach ëmmer Mam an de Pap do. Famill mist drastoe kommen. Voilà. An dann denken joch sie hunn den Referendum versprach. Und du solle Majolo sozusagen ausgetrickst gehen. Ich stehe heute hier, weil ich aus verschiedenen Gründen. Einmal bin ich Deutsche, ich bin es gewohnt, für meine Rechte zu kämpfen. Ich weiß, was es bedeutet, keine wirkliche Verfassung zu haben. Und bin aus meinem Heimatland hier nach Luxemburg gekommen, weil ich Luxemburg liebe. Und weil ich an Luxemburg eigentlich auch diesen Zusammenhalt und Patriotismus liebte. Und ich merke zunehmend, wie dieses Land zerfällt. Es zerfällt und diese Spaltung geht immer weiter voran. Der CSV hier Ukennegung bannen an am Plenum fir awer nach op de Wee vun engem Referendum wëllen ze goen, wann Petition 2007 25.000 Ënnerschrifte krit, ass op manst och zum Deel op den ëmmer mi grossen Druck aus der Gesellschaft zurückzufeieren, zu hoffe bleifft, dat doch d' Regierungsparteien dem Druck geschwënn net méi kënne standhalen. Ein ganz Reihe jung Leiit mobiliseieren sich lo an ihrem Numm fir de Referendum, so wie Jessica Pulver aus der Stadt. Ja, für wat as Dich als junge Mënsch wirklich wichtig fir de Verfassungsreferendum anzufordern? Ma ganz einfach. Ich mein Verfassung, dat ist dat wichtigste Gesetz an unserem Land an zum als junge Mënsch et geht als Grundrechter. An ich meine, sobald Grundrechter soll reformiert gehen, dat is wat eus direkt konzerniert für in allem eben auch als Zukunft. Den Eindruck, dat Gambia-Parteien an CSV alles machen fir den Verfassungsreferendum zu verhindern, wat so dazu? Also dem kann ich nicht beipflichten. Aus dem Grund war ich auch selber auf der Informationskonferenz vom 8. Oktober, wo wir dann eben noch die Möglichkeit hatten, als Bürger den verschiedenen Parteien als Fragen zu stellen. Ich meine, da waren auch ganz, ganz viel engagiert Bürger kommen, sie haben das Junker, sie haben das Mammen, sie haben das Ältere. Wir hatten alle gut die nämlich froh. Wann ich gelieft, mir hatte gerne ein Referendum, weil die auch 2018 versprach. Und da kam eben seitens der Chambre für allem eben die Gambia-Parteien und noch der CSV die Erklärung, dass es eben 2018 als das Versprechen gemacht gehen en vue von einer substanzieller Reform. Lo wird das eben nicht der Fall und dafür dürfen die Bürger auch kein Mitspracherecht tun. Und da sind ich soweit nicht mit d'accord, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass das Minimum beim Kapitel von der Madame Wäisse eine substanzielle Reform von also Grundrechten geht. Weil eben die erste Kehr als Grundrechte sollen können zweitklassisch gestuft gehen par rapport zu politischen Staatszielen. Und ich meine, du hat Madame Wäisse de Moyen an ihrem Interview auf RTL selber auch zugehen, dass es aber immerhin um eine Reform von 150 Artikeln geht. Aus dieser Hinsicht kann ich nicht verstehen, wie weit der Chamber das Referendum refusiert. Ja, noch vielleicht nicht die Manier, gell? Es gibt ja einfach gesagt, wir haben die Reform auf Feier abgedeelt, dafür können wir das nicht mehr machen. Das ist für mich ein ganz geliehen Exkus, wenn ich das so darf sagen, weil ich meine, auch um Informationen so, da hatte man einen älteren Herr, den damals auch über die EU-Verfassung aufgestimmt hat, und ich gesehen nach durchstehen, ich habe für Mikro nicht gesagt, die Leibherrschaften, damals haben wir über so einen Beruf gestimmt, und wir sind alle gefroht gehen. Und lo erklärt uns, dass das heute zu vast ist.
Zu einem anderen Thema, was ein Komitee d'initiativ ugeht, der eben die Referendumsprozedur lanciert hat, das ist ja im Gesetz auch so viel gesehen. Andere der Komitee d'initiative aber ganz negativ an der Presse durchgestaltet. Also ich muss ganz ehrlich so, wie ich den Artikel gelesen habe, ich war schockiert, weil es nachher der Beweis war, dass in unserem Land, dass irgendwie zu gewünscht ging, als für Äpfel mit Beeren zu vermischen, als dann als Bananen zu verkaufen. Ich meine, wenn man sich Komitee d'initiative ein bisschen anguckt, da sitzen noch ganz viele Junker dran, und das hatte ich damals auch schon ein Video von mir gesagt. Lützeburg hat ja eine Geschichte daran, dass den Bürger, zumindest die Jungs, sich nicht wirklich in der Politik mit anbringen. Lo haben wir am Anfang das Szenario, wo ein Komitee ist von Jungen, auch von Älteren, eine Bürgerinitiative, wo sie einfach gemeinsam weisen, wir setzen uns an für Mitspracherecht. Aber wenn dann eben gesagt, dass Journalisten, wobei ich Pressefreiheit ganz gut verstehen kann, mehr am Ende AG Pressefreiheit so weit wird nicht eine Person diffamiert. Und das ist am Ende genau, was heute geschieht ist. Die Presse ist gegangen, und sie haben Sachen vermischt, für eben das Leute zu diskreditieren. Sie haben das mit Verschwörungstheorien, sie haben das mit ADR-Sympathisanten oder sogar Rechtsradikalen. Das sind einfach eine Menge Sachen, die an einer Demokratie nicht gehen. Weil Meinungsfreiheit ist eine Sache. Wir für eine Person öffentlich zu diskreditieren, bei einer Sache, wo es so wichtig ist, dass ein Bürgerempfang sollen mit angebunden gehen, das ist für mich unhaltbar. Sind ihr optimistisch, dass die überhaupt noch zu dem Referendum kommen kann? 25.000 Leute, die sich müssen auf Gemengelo deplacieren, für zu schreiben, das sind doch nicht wenig. Seid optimistisch, dass genug Druck an der Gesellschaft abgebaut kann gehen? Dir wird auch zu dem Druck beitragen. Also ich bin absolut optimistisch gestellt, dass wir die Schritte werden zur Summe kriegen. Das Einzige ist, ich ging nicht gerade von Druck schwatzen. Ich ging mehr von Aufklärung schwatzen, von motivieren, von ob die Leute so gehen, auf wie wirklich Bürger bei der Hand zu und zu sagen, hey, wir sitzen zusammen an diesem Boot. Wir sollen zwar nicht mit angebunden gehen, aber wir kämpfen aber dafür. An dieser Hinsicht bin ich ganz, ganz optimistisch, dass die Online-Petition nicht genug Stimmen gekriegt hat, für das CSV sich weiter mobilisiert. Das wird bei uns Jungen, also mit den Leuten, die schon zusammen arbeiten, die Feuer nicht ausgehen lassen. Da haben wir genug Kanister Benzin auch parat stehen. Und wir sind auch absolut motiviert, für die Leute so weit wie es geht entgegenzukommen. Sie haben das mit Aufklärungskampagnen, sie haben das mit Reklam, mit Flugblättern und auch noch ein paar andere Services, voilà, wo wir als Bürgerinitiative geduld haben. Man müssen wir das nicht machen. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück bei Ihrer Initiative und so merci für das Interview, Madame Pulver. Ich sage Ihnen merci. D'ADR mischt am Gegensatz zu den Regierungsparteien an der CSV ihren Job und informiert Bürger über die geplanten Änderungen an unserer Verfassung sowie Rezent am Centre Prince Henri zu Walfer, wo ein ganz Party interessiert Leute kommen wären. Schließlich haben sich am letzten Politmonitor 70% von den gefragten Leuten am Land darüber beklagt, dass sie überhaupt nicht gut genug über die Verfassungsreform informiert wären. Eine klare Majorität von ihnen hat übrigens auch ein Referendum verlangt. Die Reformpartei ist wie gesagt die einzige, die quer durch das Land solche öffentliche Informationsversammlungen organisiert hat, für die Leute aufzuklären. Damit schließen wir das Kapitel Verfassungsreferendum an dieser Sendung auf. Ich mache aber nochmal auf das Broschüre aufmerksam, wo konkrete Punkte von der zukünftigen Verfassung angeschwärzt gehen und noch Einzelartikel aus der Reform zitiert gehen. Ihr findet Heft als PDF auf ADR oder bei unserer Facebook-Seite. Ihr könnt sie aber auch gratis bei der ADR bestellen, am besten über E-Mail auf info@adr.lu. Die Entwicklung von der Rekordenergiepreise ist nicht just auf den Weltmarkt zurückzuführen, aber vor allem auch auf politische Fehlentscheidungen von unserer Regierung heim. Die Leute, die Männer haben, begeint egal sind. Dem Klimawandel ist damit übrigens nicht gedenkt. Die meistens finanziell gut gestaltete Wählerschaft von die Gering kann sich dem beleisten. Als eine Intervention an der Chambre zählte Süddeputierte Fred Keup konkret Pisten op, wat Regierung lo machen misst,
fir des preissteuerisch ze stoppen an huet auch gefuerdert, dat CO2-Steuer, die den 1. Januar a Kraft treten soll, ausgesät gëtt. Eng ADR-Forderung, die du auch vom Lützebauer Konsumentenschutz opgegraft gin ass. Das ist ein größter Moment. Wir sind Europameister. Super 95, 4 engem Joar 1,04 Euro, lo 1,50 Euro 46 Cent méi. Diese 0,92 Euro für engem Joar, lo 1,31 Euro 47 Cent méi. Man sieht 0,4 am November 2020, lo am November 2021 42 Cent méi sind wir op 0,82 Euro. Es steht den 3000 Liter Masut verbraucht pro Jahr. Das hat nach 4 engem Jahr 1200 Euro gekostet. Da sind wir da bei 2460 Euro, also 1260 Euro mehr. Für den Staat möchte er also am ganzen 2760 Euro mehr wie für engem Jahr. Aber wenn man nach Strompreis haben, da rechnen die auch an Lut gehen, da sind wir auf über 3000 Euro Kosten mehr für so eine Familie. Wir haben verloren. Bürger hier am Land, Lützebauer, sind heute die größten Verlierer an Europa. Wir haben eine ganze Partie Fehlentscheidungen, auch hier am Land, die zu dieser schwierigen Situation gefordert haben. Die hohe Besteuerung von den Brennstoffen, die auch nach der Zupassung von der geringen CO2-Steuer nächstes Jahr sogar noch weiter klammen wird, obwohl die Preise für das Tanken schon zu gut 50% aus Steuern bestehen. Wir proposieren obenseits die ersatzlose Aufschärfung von der CO2-Steuer, die Applikation vom reduzierten TVA-Satz von 3% auf Masut für zu hützen, eine vollumfängliche Indexierung von den Energiepreisen, eine Avance von 25% auf Teuerungszulage, für das die betroffenen Leute sicher durch die Wand kommen, und die Umsetzung endlich von unseren Verpflichtungen für Gas- und Petrolreserven umzulegen für ob manst 90 Tage. Ich rufe nicht dazu op, für Matze machen, individuell Mobilität muss für die Leute erschwinglich bleiben und die Leute, die Land wohnen, dürfen nicht sein, die hier bestraft gehen. Und ich weiß ja, dass da nicht viel CO2-Steuer aufschärfen. Wir mit der ersten Motion proposieren wir aber, dass man die geplanten Erhebungen, die auf den 1. Januar 2022 soll erfallen, dass man die mal für ein Jahr aussetzen. Weil man keine Klimaurgence so Geld. Ja, wenn die Leute hier keine Suche mehr haben, dann als Klimaurgence, dann ist das immer so wichtig. Und es sind ja schon etwas, wir haben da 50 Kilometer breit, und 80 Kilometer lang. Ich kriege auf einem ungebosenen Tongetriebene gesperrt. Ach, mir die sind von mir der der wisst es ja. Aber wenn wir den Benzinspreis auch erhöhen, dann tanken die Leute, wenn es nicht Männer, dann tanken sie auf einem anderen Platz. Das hilft überhaupt nicht irgendein Klima. Am Kader vun der Debatte iwwer d'Energiepolitik huet dann den Zentrumsdeputierten Roy Reding eng Sozialinitiativ vun der ADR lancéiert, so Dieft kee Bierger d'elektrisch ganz ofstalt kreien, wann keng finanziell Mëttel huet fir seg Stromrechnung ze bezuelen. Et wundert mich, dat die Grengen so, dat wir so etwas wie Superfeter 12, ich kann mich erinnern, es muss Ende 90er Jahre gewesen sein. Du hast den Herr Gibéryen eine Initiative geholt, für ein Gesetz auf den Weg zu bringen, was eben just verbietet, für Leute, die elektrisch, die also elektrisch gegangen, mit Gas als etwas ganz Ähnliches aufzuschneiden, weil sie nicht können bezahlen. Schon die Zeit als Afferkot, an einem freien Lehrweise Afferkot, für Klienten geschaffen von RTD Carmont. Da war ein Damm an längerer Zeit 5 Kanner, sie hat zu Gonring gewohnt, ich kann mich ganz gut erinnern, die Kot elektrisch aufgeschnitten, den Dach, dem sie gekauft hat, an ihr ganze Frigo, an ihr ganz Truh, für allem auch ihr Truh, als Futti gegangen. Das sind unhaltbare Zustände. Also haben wir nicht nehmen, dass man die Motion da unterstützen, selbstverständlich. Mich gibt wirklich alle Kollegen hier aufrufen, dass man die Legislativinitiative vom Herrn Gibéryen nicht abgreifen, an eine klare, legale Kader setzen. Unter was für Konditionen zumindest eine Mindestversorgung an der Welt schüttet wird. Du kriegst der Strom nicht mehr unendlich viel, aber du kriegst eine Mindestversorgung, dass wenigstens der Frigo an den Trog können funktionieren. Dass wir das endlich heute zu Lützburg auf Schienen bringen, noch 25 Jahre Initiative, Löwenswert-Initiative vom Kollege Gibéryen. So nicht mehr. Merci, Herr Reding. Auch für uns Bauern gilt, ADR wirkt.
Düngemittel ginn immer mi knapp an noch hai ginn Preiser kräftig an Lut, so dat Bauern finanziell immer méi stark ënner Druck stinn. Chamber war sech dofir inanim eens, dat eng Motion vum Norddeputéierte Chef Engelen an der zoustänescher Kommission diskutiert muss ginn, déi Bauern entlächt. Die Motion beinhaltet, dat man feststellen, dat den Erdgas war de wichtigste Element ass bei der Fabrikation vum Stickstoffdümmer an d Luftgängen als ganze héich an dat mis ungefähr 70% vum Preis aus den Düngemittel läit. Durch das Steiricht vun Erdgas geduchte Preis vum Düngemittel, dat se da auch Chlor an Schluchgängen an durch diesen Erhebung vum Düngen wat Bauern unbedingt brauchen, also finanziellen Druck bei den Bauern entstanden. Aner Länder wie bei Polen, die schon ein Subsid durch die Bauern zugesot, an dürfen froh mir auch für die Subsid anzupassen an diesem Land. So ich merci an ich gebe an Motion deponieren. Als enger Interventioun iwwer die bausepolitisch Deklaration vom Minister Asselborn huet an de Fraktionspräsident Fernand Carteiser betont, dat als Regierung absolut net konsequent ass, da sie an ihrer Scheivierder Politik iwwer Themen wéi Gerechtigkeit a Mënscherechter schwätzt. Wir hören ja viel Kritik an verschiedenen europäischen Ländern an die Greenpartei hat auch gesagt, wären verschiedene Probleme mit den Menschenrechten und müssen die Länder bestrafen. Gleichzeitig gibt es Anerkennung von der palästinensischen Autorität gefordert, die seit 2005 keine Wahlen organisiert, die Menschen foltert, die elementaren Rechte inklusive von den LGBTQI violiert. Und so weiter und so fort. Und ich meine, wenn die Engel unerkennen, dann muss ich aber auch bei den anderen dieselben Standard unlehen. Wir wissen, dass der Kobalt an seinem großen Teil an der Demokratischen Republik Kongo aufgebaut wird. Nur Amnesty International und UNICEF schaffen durch 40.000 Kanner an ungesicherte Minen. Da wennst du mir, Elektromobilität soll nicht subventioniert gehen, solange nicht sicher ist, dass der Kobalt an Konditionen aufgebaut wird, die Menschenrechte, speziell Kannerrechte, respektieren. Das ist eben am Blick nach nicht der Fall. Und das ist schon ein Widerspruch, dass die Regierung auf der einen Seite Betriebe massiv unter Druck setzt, wie wir hier Lieferketten komplett Rapport aufzugehen, Rechenschaft aufzulehnen, aber der Staat selber Subventionen bezielt für Sachen, wo pertinent ist, dass Menschenrechte verletzt gehen. Unsere Überzeugung ist selbstverständlich, dass man mehr national Kompetenzen hun, dat man Europa vun den Nationen brauchen an net föderal Europa. Da ging es wirklich der CSV noch der LAP an dem Punkt widersprechen, wenn dem was haut gesot hun, wenn op de Weg geht wo qualifizierte Majoritätsdecisionen, der riskiert Konfliktstoff an Europa ranzubringen. Asselborn wees dat ganz gut, weil in 2015 dat probiert man Asylrecht, dat as zwar durchgang, et wo legal mit deutsche Gesinn Asselborn, am mir all gesinn, wat dat für Streit an Europa gin, as gesinn haut, dat Länder net willen an einem Ministerrot desideieren me soviel wie meiglich op dem Niveau vun der Staatspräsidenten der Premierministerin delegéiere, weil du eben de Prinzip vun der Estimmigkeit do gilt. Das ist falsche Weg, wie lo Majoritätsdecisionen wollen durchzusetzen, das bringt nämlich Streit. Die europäische Asylpolitik, das ist einfach ein Eschek. Ich hatte schon gesagt, die versucht, eine Majoritätsdecision zu holen, das wo ein Schuss nur Hanne wird mal ganz vorsichtig nach auszudrücken, weil es gibt einfach keine Bereitschaft von den Staaten, das zu drohen, ob den europäischen Gerichtshof das konfirmiert oder nicht, heißt Politik nach immer mehr. Aber wir sollen keine Illusionen haben an dem Bereich. Das ist nicht möglich, eine europäische Asylpolitik mit obligatorischen Quoten durchzusetzen. Zu einem anderen Thema, dem Wäisse Marsch an der Stadt, wo lo den 12. November schon die 5. Edition mit dëskeier engen 2500 Leute iwwer d'Bün gegangen ass. Hei gëtt sech fir en End vun de Covid-Restriktionen agesät, die als Freiheite beschneiden, grad wie auch géint Splicke vun eiser Gesellschaft a geimpften an net geimpfte Leiit. Den decken Nivel an dat Fiichtkalt wieder hatte mat Sicherheet och een Affluss darüber, dat dëskeier liicht Mannerleit beim Wäisse Marsch matgange sinn, wie die 2 Keiere firdrun. Für den Tag vun der 5. Edition hat d'Antwort e besonnech eesäiteschen Artikel op 3 Seiten publizeiert, dat man Titel
Verschwörung in Wäisse vun engem Wortjournalist, dé sech wéi géint, moll net méi gemach huet fir selwer beim Umzug mat ze goen a mat de Leiit ze schwätzen. Dat mir vun ADR Tëlee natierlech ernst das gemach. Fi wat ich perélech lo wichtech haut nowen vorbei ze sinn bei der Marschplanche. Ja, also ich wollte nowen präsent sinn, weil mehr as et wichtech, dass Leiit könne wählen, ob se sech impfelosen oder net, dass dat nach immer eng perélech Decision ass. Und dafür sind ich nowen Teil fir zu weisen, dass dat wat der Moment rundherum lebt, dass man wirklich immer méi Druck zu spere kräen, dass dat net mir geht. Das mal ganz einfach wichtig dabei zu sehen, weil ich fand das nicht, also für als irgendwann irgendwas abzwingen zu losen. Und man muss als irgendwie wehren, man muss einfach immer weitermachen, denke ich. Weil es setzt aber vielleicht als Regierung ein bisschen unter Druck, sodass es nicht unbedingt nach anderen Sachen abzwingen, weil wir sind diskriminiert genug. Mit dem ganzen, wir müssen Test machen gehen und plus mit den ganzen Impfnebenwirkungen. Also ich bin noch geimpft, mein Mädchen ist geimpft. Wir sind kein Impfgegner, wir sind auch kein Verschwörungstheoretiker, wir eine ganz normale Familie, einfach will ganz normal weiterleben. Und die Masken an der Schule und dauernd zu holen, ist auch nicht cool. Aber im Moment brauchen sie es ja nicht. Wir hoffen, dass sie es auch weiterhin nicht brauchen. Ich setze mich an für Freiheit. Ich sehe keine Spaltung von unserer Gesellschaft. Und das ist immens wichtig zu verstehen, dass wir ganz normal Leute sind, die sich einfach ganz viel Sorge machen, das, was am Moment an unserer Gesellschaft passiert. Also nicht so wie am Wort, wo immer steht, wären alles Verschwörungstheoretiker. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin noch kein Querdenker, ich bin einfach eine Mom und eine Großmam und ich mache mir ganz viel Sorgen um die Zukunft von meinen Kindern und von meinen Enkelkindern. Was am Moment passiert, das ist nicht normal. Und ich wünsche mir demnächst eine friedliche Gesellschaft, wie wir sie hatten. Presse, wenn sie Arabisch machen, das ist objektiv. An die zwei Seiten gewandständig vorstellen, dat da hat wenigstens Möglichkeit für eng richtige Opinion zu haben, wie dat ja nicht an eng Richtung geht. Und da seid ihr am Anfang wie die Medien, und das sind dann die Mainstream-Medien, die an alle Länder wie gesagt, die Knastspiel mitspielen. Das heißt, ich meine, all die Leute, die hier sind, das sind aber Familien, das sind normale Leute, das sind auch keine Neonazis oder Gott weiß was, das sind noch Leute, die geschult sind aus allen. Voilà, ich verstehe, ich weiß, wie werde doch so was, gell? Ich meine, wir gehen nicht mehr weit dran, aber das ist eben ein Knastspiel, und ich fand das nicht an der Reihe. Wir sind frei! 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 Lo gildet op alle Fall wie nach nie fir Drun fir als verfassungsmäßig garantiiert Freiheiten a Rechter weiter heich ze halen, an als net vu Regierungspolitik a Press splicken ze losen. Landesplanung. Dat Wort heiert praktisch net méi. Von de sektorielle Plan schwätzt ke méi. Et geht keine Rätsel méi. Au contraire, wir bauen am Blick wie verrückt trop nass. Pur Beispiele. Bandegasbrich, Kirchbiersch, Bellwald, Diddling, Bäiträg. Wir setzen Bannen alle Gur um ein maximale Wuesstem an Mengen, dat wird Lesung vom Problem. Wo bleibt der Nachhaltigkeitsbetrieb? Ich habe mir wirklich erwartet, eine Regierung, wo als Grenzkollegium mit dran sind, hat das Wort Nachhaltigkeit in nachvollziehbare Wert kriegt, mit einem geringen Nachhaltigkeitsminister. Mir rekocht Wuesstem schenkt auch bei dieser Regierung Lesung von allen Problemen zu sehen.
Das Ausso vum bestbekannten Deputéierten Gast Gibéryen huet in 2015 am Kader vun enger Interpellation iwwer Zukunft vu Lützeburg gemacht, an do och een objektive Bilan vum Rekordwuesstem gefuerdert. An den eiere Präsident aslo bei mir zu Gast, Gast krust du eigentlich Satisfaktion, huet d' Regierung endlich den eierliche Bilan do as Sache Rekordwuesstem gemacht oder net? Nee, leider huet do ke Satisfaktion kritisch de Bilan gemet mit Regierung huet Zënte her am vung weiter op Rekordwuesstem gesagt bis haut als Lesung vun Problem. An de Problem gëtt net geleest mir féier an eng ganz gros Katastrophe. Mi dëffer als ADR 2015 op als dem Nationalkongress desideiert, dat man die Wuesstumsdiskussion gifen als Haupthygie an eiser politische Aktivitéit machen, an all als Decisionen an de Kader vun der Wuesstumsdebatte setzen. An dëffer och die Interpellation Zukunft Lützeburg gemäht, an dem zu mir proposéiert, dat man gesot hun eng Moosnahmen, dat zum Beispiel all neue Betrieb, den dat Land könnt, dat do mis geguckt gehen, eng Etüd gemet, die wat bringt den Betrieb vu Vierdeele, a wat bringt den vu Nodele. Wat brauche vu Terra, wat brauche vu Infrastrukture, wat muss Gemenge, wat muss die Staat dran investieren, wat brauchen sie vu Leiit, wat brauchen sie vu Energien, an op der anderen Seite wat bringt den hun Arbeitskräfte, hummer die Arbeitskräfte, wat bringt dem Staat oder Gemenge als Resetten an dann irgendwege de Bildung da können dann raus, maar de Betrieb do bringt das etwas oder bringt das nicht. Wir holen das oder wir holen das. Wenn wir das von dem so gemäht hätten, hat nie über Google geschwärzt. Bis heute machen wir nicht. Und hat auch kein über eine Jugosfabrik geschwärzt. Aber es geht bis heute nachher nicht gemäht. Lo hat den heute Minister rumgesucht, wie das mit der Jugosfabrik wirkt. Wir machen es dann so. Sie machen es nicht. Und es muss auch transparent sein. Es muss also auch assig kommen, sowohl Politik, Chamber, für was geht der Betrieb geholt oder nicht, aber auch Zivilgesellschaft muss können wissen, wenn Politik dezidiert, dass der Betrieb hält, für was das hält, respektive wenn sie nicht hält, für was hält es nicht. Was können wir machen, für den Rekordwuesstem endlich mehr an den Griff zu kriegen? Aber die erste Sache, also man muss bereit sein, darüber zu diskutieren. Es sind verschiedene Leute, die wollen nicht darüber diskutieren, die haben just die nächsten Wahlen, aber sie wollen aber sie wollen gar nicht darüber diskutieren. Das ist die erste Sache, muss ich mal bereit sein, darüber zu diskutieren. Und wenn ihr dann darüber diskutiert, dann seid ihr, wenn ihr an den Fond rangeht, dass das nicht kann so weitergehen. Das ist dann Feststellung, die zweite. Aber wenn ihr das könnt, dann muss man uns zusammensetzen als Gesellschaft und darüber diskutieren, was man muss ändern für den Rekordwuesstum an den Griff zu kriegen und um man den zukünftigen Generationen nicht überbelasten und die Lebensqualität hier im Land auf ein Niveau zu bringen. Ja, also sind da auch die so mir brächten der Rekord wo es dem unbedingt für überhaupt können als Pensionen an Zukunft zu bezahlen ist das so. In den dat seht die kennt nicht von unserem Pensionssystem. Wir sind an dem sogenannten Umlageverfahren, der Tisch mit den Kotisationen von Haut bezahlen mit Pensionen von Haut. Und wir wissen, wir brauchen für eine Pension zu bezahlen, brauchen wir 2,5 Aktiven. Am Blick kommen mehr wie 2,5 Aktiven, dafür machen als Pensionskäsen auch ein Überschuss alljährlich bis 1 Milliard, zusammen ungefähr 25 Milliarden auf der Reserve. Das entspricht Depensen von 3,5 Jahren, das ist enorm viel. Aber wir brauchen die. Für was tun wir die? Wenn wir in den letzten 20 Jahren viele Arbeitsplätze geschafft haben, haben wir Reserven dadurch geht, weil wir mehr Leute beikuten, wie die anderen sind an Pension gegangen sind. Wir stellen da wohl auch fest, dass lösen auch immer mehr Leute werden an Pension gehen. Und dann sind die Reserven relativ sehr abgebraucht. Und wir müssen da wissen, dass das System nicht funktioniert. Ich will euch erklären, wie das ist. Am Blick kommen nicht gerade 500.000 Leute in Lützeburg an unserem Pensionssystem dran sind. Da wissen wir also, dass wir 40 Jahre 500.000 Leute an der Pension haben. Aber wenn wir so, wir brauchen 2,5 für die Pension zu bezahlen von einem, da brauchen wir an 40 Jahren 1.250.000 Leute, die in einem Land schaffen, an den Kotisationen bezahlen, für eine 500.000 hier Pension zu bezahlen. Ich meine, das versteht alle Menschen, dass das nicht abgeht, weil das bedeutet, dass man in den 40 Jahren müssten alle Jahre über 30.000 Leute zusätzlich Arbeitsplätze schaffen, für das System zu erhalten. Momentan sind wir bei 13.000 Jahren, aber man sieht, was für ein Chaos das an der Entwicklung mit sich bringt. Also das ist unvorstellbar, dass das System theoretisch ja, aber in der Praxis ist es unvorstellbar, dass das System kann so funktionieren. Und dafür so, man muss bereit sein, auch wenn Hautlo direkt kein Handlungsbedarf steht, muss man bereit sein, direkt darüber zu diskutieren. Weil was man mit frei darüber diskutieren, an
und der enge und der Schrauf drehen, wat man Spierberget, a wat man mir lang werden, wat man dann enke muss mit drastisch und den Schrauen drehen, an dat das net serieux, dat das en Egoismus, dat man so ausgedet haut gut, aber Kanner an kann mal schiet, die soll gucken dann sehns gehen. Das ist Politik, die mir net will mat mir so mir hun eng Responsabilität vis-à-vis von den nächsten Generationen. An schwa ich net von denen, die Haut op Welt kommen und Haut mat schaffen. Mir in den Haut feiert sich 50 Jahre, de geht schon do von der Betraf. Ech net méi. Ech gi so Menge Pension, die as garantiiert. In den Haut schon feiert 50 Jahre an mal zu schwätze von denen, die 20 Jahre hun, die erleben ganz drastisch muss an am Pensionssystem, wenn mir Haut net de Courage hun drüber zu diskutieren an zu dezidieren. Ja, muss auch so selbst geschehen. Wir gesehen, aktuell der Verkehr hat extrem zugeholt, trotzdem, dass viele Leute am Teletravail sind. Durch die Situation ist wirklich akut. Es muss am Anfang etwas geschehen. Ja, es hat schon lange geschehen. Die Politik, die heute Regierung, die setzt auf Rekordwurstum. Da denkt, da kriegen wir Losuren ran, da können wir bis nächste Wahl Politik, mal noch vielleicht für die Wahl eine kleine Gadget verdelen. Ich muss wissen, Jean-Claude Juncker eng woisch gesot und viel gesot mir eigentlich die ganz gut wichtig war. Dat waren den 80er Jahren du sollten de stramme Wurstum degeriert net genug Resette fir Staatskäes fir se egen Nofolgekächten ze finanzieren. Dat techt die viel Leid, die schaffe kommen, die wunnen dat kacht doch. An dafür muss wissen, dat von 2003 bis haut das Staatsbudget trotz Rekordwurstem alles am Defizit. Wenn man einkehr 2008 an den Equilibre kommt, du kommt Finanzkrise. An die Finanzkrise die dann auch automatisch statt man immer am Defizit bis 2019 waren wir ungefähr an den Equilibre kommen, mit die Neidkrise kriegt. Wir sind auch schon sicher, dass wir die nächsten 10 Jahre werden Defizit machen. Das ist trotzdem Rekordwurstum, wo man nicht genug Suche kriegt, für die Infrastrukturen anzupassen und die Wurstum. Und da muss ich wissen, all die Suchen, die wir nicht hatten, die gehen wir lehnen. Und da muss ich wissen, dass der Lützeburger Staat nicht wie all Bürger oder wie all Entreprise oder wie allgemein hier Schulden zurückbezahlt. Nee, der Staat bezahlt kein Schulden zurück, bezahlt kein Kapital zurück. Das müssen aber auch alles die nächsten Generationen machen. Also muss ich wissen, dass der Wurstum, wenn wir nicht dezidieren, geben wir der zukünftigen Generation Kapital, Konsequenzen macht sich nämlich das Pensionssystem, geht eine Katastrophe für die kommenden Generationen, an all die Schulden, die wir Hauptmänner nicht zurückbezahlen, die müssen noch nach die nächsten Generationen zurückbezahlen. Kann also kein Hautpolitik kommen so, wir denken an die kommenden Generationen, das ist falsch. Wenn man die dort Politik so weitermacht, dann denkt man an jedereen, aber nicht an die kommenden Generationen. Merci Gast für das deutlich Schwerder an Erklärungen. Gern geschehen. Wir haben von ADR Tëlee so nicht lo merci, dass ihr mit dabei wart. Op der Tëlee könnt ihr euch Doc an op Per TV suivieren. Und denkt dran, für euch regelmäßig auf unserer Internet- oder auch Facebook-Seite zu informieren. Bleibt gesund, Adi, bis die nächste Kehr.